Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema abholen, was ein bisschen bei den Themen passt, die ich für dich an den letzten Podcasten dran hat. Und ich will mal 2 Sekunden lang biblisch ausdrücken. Und zwar spreche ich von dem berühmten Liebe deinen Nächsten. Ganz viele Leute vergessen, dass bei dem Satz Liebe deinen Nächsten der Satz 4 geht, und zwar wie dich selbst. Da hapert es bei ganz vielen Leuten. Und ich will einfach ein bisschen darüber angehen, wie es wichtig ist, dass man mal für dich einen Blick auf unser eigenes Leben, also auf unseren Egoismus, par rapport zu mit anderen Leuten wirklich froh zu sein, beziehungsweise wirklich können sicher zu sein, dass das, was man den anderen Leuten gegenüber empfangen, lebt das. Leider durch ganz viele Situationen, die an unserer Kindheit geschehen, haben wir uns ganz oft ein bisschen das Problem, dass man nicht wirklich lernen, mit sich selber froh zu sein. Das tut ein paar Gründe. Der Nähe von der Gründe ist, dass man zwar als Kinder, als Babyen lernen, sich selber kennenzulernen, so, das ist ein Fuß und das ist meine Hand. Und dann irgendwie sehen wir uns am Spiegel und haben als echt Selbsterkenntnis, also man kennt uns selber irgendwie an dem Spiegel. Aber sobald es dann um die Emotionen geht, haben wir 2 Probleme. Erstens sind wir in der Zwischenzeit so groß, dass wir andauernd gepolt gehen, für nach außen zu gucken, auf die anderen zu gucken, an Echange mit den anderen Leuten zu sehen. Wir haben nicht mehr dieselbe Zeit für uns selber. Und zweitens haben wir das Problem, dass wir ganz oft leider älteren Hunde, die auf demselben Punkt traumatisiert sind, falsch programmiert, falsch erzogen sind. Und dafür die natürlich auch so ein bisschen Schrecken der Sache entgegengucken von wegen, was tut Leute machen, ob sich von so man kann, soll man sich selber froh sein, beziehungsweise was erklären ich da? Weil wir können einem Kind erklären, dass ein Herdplatte heiß ist, aber so packt spätestens da weiß das. Wir wie erklären denn einem Mensch, was lebt ist, beziehungsweise wie sich lebt auffühlt. Natürlich, ganz grob Eltern gehen sich allmäh dem Kind zu verstehen zu gehen, froh mit dem Kind zu sehen, für dass sich ein Idee kann machen, was lebt ist, mit die Emotion in sich, als ob es die Bannen ist, und die muss ein Kind auch einmal für sich selber kennenlernen. Weil wir da eben viel zu viel an dem Moment, wo wir an die Reife kommen, wo wir eigentlich mal als Emotionen kennenlernen, natürlich der Körper ist ziemlich sehr kennengelernt, aber da kommen wir schon so mal an höher schwingend Aspekte heran, für die dann im Moment kennenzulernen, gerade mal das immer an der Schule, etc. etc. Und wir haben nicht mehr so die Zeit wie viele Runden, für sich damit zu befassen, und das hinterlässt Spuren. Aber dabei herauskommt das, dass man ganz viele Leute, ich meine, guckt euch einfach ein bisschen 90% von den Partnerschaften an, die doch immer laufen, das sind Leute, die geraten an eine Partnerschaft daran, die Mengen, die wir froh machen, an irgendwie geht die Sache also nicht, und hat kein so richtig eine Ahnung am Sinn von, was das dann gerade geschieht. Und die Frage, die sich bestellt ist, war das, wo wir am Anfang waren, wo wir dran geraten sind, an Kontakt mit der Person geraten sind, war das effektiv lebt oder war das etwas Ernstes? Ich denke immer ganz banal darunter, wo ich an der Schule war, am Lycée war, was war ich, 13, 14 Jahre, da ist die berühmten Ausdrücke, ich meine, ob manchmal die Leute aus meinem Alter, die kennen da bestimmt alle Guten, dass irgendwie bei uns kommt und dann so ganz aufgeregt gesagt wird, willst du was mal gehen? Und meine Reaktion war prompt, wohin? Das klingt extrem amüsant, aber die war auch furchtbar geschockt im ersten Moment, und ich wusste nicht, mit den anzufangen. Ich war vollkommen überfordert, weil für mich die Idee, mit irgendeinem in der Weg zu sein, egal in welcher Richtung, ohne mal überhaupt zu wissen, was ich für den empfangen, just weil dem ich lieb fand, merci für das Kompliment, so nicht nur nach Nordrheinisch. Aber die Idee, dass irgendwo etwas mit einem angefangen hat, also auch nach so mal an der Teenie-Liebe-Geschichte, ohne dass die Person wirklich ein bisschen kennengelernt hat, war für mich eine Sache, die nicht verständlich war. Mir das leid wahrscheinlich darunter, dass ich noch immer ein bisschen Ernstes getickt tun und dafür auch ziemlich komisch rüberkommen sind an der Schule. Was geschieht, das ganz oft
wenn man oder eine Person geraten, die als unzieht, zieht die als nicht un, weil sie als lebt, für als selber spiegelt, aber sie spiegelt als Besoin. Das heißt, den ein bisschen mehr den Dingen heute für einen Kater zu brauchen, die geht sich vielleicht gerne in sich und die sieht, hey, so und so machen wir Sachen, und die fühlt sich aufgesichert. Das heißt, eigentlich sind wir komplett mit dem angepassten Account, mit dem NRW, mehr viel als von dem geborgen. Und das tut den schon ganz oft, dass das Leute einem so fragt, ja, schon das Gefühl, den hört schon sein zweites Mom-Gesicht. Das geht immer so ein bisschen kritisch gesagt, aber ja, den hat nicht anders gelernt. Die einzige Zeit von Leif, die kennengelernt hat, war mal für dich Mama lebt. Und Mama lebt, wenn ich Gift richtig verstanden, dass das nicht irgendetwas, was ich kritisieren, aber eine Mama lebt als Protektrice, als schützend, und hat nicht mit der offenen Leif zu dienen, die er nur mit einem Partner hat. Und die fängt effektiv bei sich selber an. Das heißt, sich selber zu appreciieren, sich auch mit seinen Fehlern an seinen Kapazitäten, an seinen Qualitäten damit eins zu gehen. Wie viele Leute haben wir dann heute in unserer Gesellschaft, die nicht mehr allein mit sich eins gehen? Man das ist just, weil sie nie gelernt haben, sich selber zu gerieren, beziehungsweise weil sie nie gelernt haben, was das bedeutet, was das für eine Empfindung an ihnen dran ist, wie sich das, wann dran auffiel, Frau mit sich selber zu sehen. Und eigentlich stehen sie sich selber gegenüber wie zwei Teenager, die der erste Kehr allein am Kammerzimmer stehen. Was machen wir nun? Haben wir Händchen, geben wir einen Kuss. Und das ist genau das, was dabei rauskommt. Das heißt, der Wert, dass ein als Kind die Möglichkeit hat, wirklich das Gefühl, so mal an den Spiegel zu gucken, an die Person, die einem da entgegenstrahlt, so, wo dem richtig warm im Herz geht, wo ihr seht, die Person nicht appreciiert, die Person, die ihn da gesagt, und dass ihn auch lehren kann, froh zu sein, mit sich allein Qualitätszeit zu verbringen. Das ist etwas, wo ich persönlich der Meinung bin, dass an unserer Gesellschaft der Kinder durch mehr Zeit muss angeraumt gehen. Zeit für sich selber. Ohne dass das etwas mit dem bösen Egoismus, wie das du gesagt hast, das ist genau den Egoismus, den wir brauchen. Das erinnert mich immer ein bisschen darunter, es gibt das Buch von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Das ist ein Buch, das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Mir hin erklärt als Energien, erklärten am Sinn von der Erde. Und die zuerst, die wichtig sind, dass der dreht um die Sonne und der dreht um sich selber. Das ist der Counterpart von dem Sonne, also anderen zu drehen, als nicht, dass die anderen im Eis drehen, mit das man Zeit hat, ja im Eis selber zu drehen. Das sind die zwei Energien, die sich ausbalancieren. Und das ist nicht Negatives. Das ist nicht schlimm, wenn er sich zurückzieht. Wenn in dem Moment, wo er sich zurückzieht, qualitativ gut Zeit mit sich selber verbringt. Wie irgendjemand hat gesagt, das ist wichtig, dass man sich selbst ein heilsamer Umgang ist. Und dass in sich selbst ein liebevoller Umgang ist. Aber wenn er das nicht so erkennt, da gerät ihn an Suchtpotenzial heran. Ich meine, wir sprechen nicht um das von Codependenz, von Co-Abhängigkeit. Es hat dann nicht mehr mit Leben zu tun. Der beste Beweis für mich ist den, wenn die Leute sagen, sie verlebt und sie sagen dann, oh, schon Schmetterlinge am Bauch. Ich denke dann immer, weil ich schon aber trotzdem ein bisschen die autistische Zischung, mit denen ich auf die Welt gekommen bin, das geht bei mir bildlich auf und dann denke ich weiß nicht, so Schmetterlinge am Bauch, das schwätzt mich nicht an. Aber Herr Norricht später hin und herausfand, dass das nicht mit Verleibtheit zu dienen, dass das genau dasselbe Gefühl ist, das wir haben, wenn wir eine Prüfung schreiben. Aber just weil wir am Kopf anders das definieren, mengen wir ein für positiv und für ein für negativ. Wir haben uns nie die Zeit gehen, mal wirklich auf unsere Körper zu lauschen und zu sagen, gefällt mir, Entschuldigung, gefällt mir das Gefühl, ja oder nicht. Also dafür ist es schon wichtig, sich die Zeit zu lassen. Besonders sind ich immer der Meinung, Leute, die gerade aus einer Partnerschaft raus sind und die dann so extrem sehr an einer Partnerschaft verschwonnen. Wenn ich das richtig verstehe, es kann wirklich geschehen, dass jemand engem aus dem Nähe geht und da findet ihn an irgendwie passt alles. Das ist gut der Punkt in der Geschichte.
Me lehn der mal ein bisschen zurück. Heel mal dat wat Lograto geschieht ass. Ivaluer der mal von Ufang an waren dunzechen net schon 4 run do, dass dat net wirklich läuft war. An hu er just do net erkannt, weil er eigentlich noch gar nicht wisst wat lief ass, weil der einer Sache 4 gegaukelt krit hat, guckt der Television und wat mir alles du von lebt als lebt du hingestalt kreen. Eifersucht, dat das ein Zeche vu lebt. Schmetterlingen am Bau, das ein Zeche vu lebt. Nee, da gibt es so viele Sachen, an dass ihr vielleicht seht, ah ja, ich war da eifersüchtig, ah ja, das hat vielleicht einen Grund, da sind Ängste gewirrscht. Ob sie berechtigt waren oder nicht, spielt an dem Moment keine Rolle. Wichtig ist, dass der Ängste waren. Und dass der aufhängt, diese Sachen, die Wert an den Titel zu gehen, den sie wirklich schon, also die Emotionen lehrt, klar zu definieren, für das er nicht der nächste Kern dieselbe Fall fällt. Und das geht nicht mehr an dem ihr lehrt, mit sich selber froh zu sein. Das sind die Sachen von Vision. Wir gehen über, was ich früher unterschied erklärt habe, wo wir über Dinge gehen, dass wir Undeler von uns haben, die wir negativ bewerten, und wir holen sie mal raus und wir fangen unsere als wertneutral zu gucken, an sie dann zu integrieren, an da lernen wir sie zu appreciieren. Und irgendwie sind wir so froh, dass wir die Kapazität tun, und wir sind so dankbar, dass wir die haben. Dass dem Moment, wo wir irgendetwas haben, was gerade weil wir so ein Undeel, den wir so lange verdrängt haben, so lange gefordert haben oder gehasst haben oder ob irgendeiner Art und Weise negativ bewährt, an eine negative Emotion drüber gehangen haben, wo wir den rausgeholt haben, wertneutral geguckt haben, an invitiert tun, für an Eis matt zu schaffen, weil den Deel von uns selber aus. Und dann gelingt es durch etwas, weil man den Deel integriert tun. Das ist der Moment, wo die Freude abkommt. Das ist die Freude uns selber gegenüber, die Dankbarkeit uns selber gegenüber von wegen. Und dann ist froh mit sich, dass ihn das zugelost wird, so Deel mit dran zu holen. Und das ist das, was wann ihn das nicht möchte, was noch bei nicht projiziert wird. Wo Leute eigentlich wollen, dass andere froh mit uns sind, trotz unserer Fehler, trotz unserer Unzulänglichkeiten. Wir bleiben an den Werten dran. Wir bleiben an unserer negativen Bewertung uns selber gegenüber. Denn das froh mit mir, obwohl ich einfach so ein schlechter Mensch bin. Wenn wir das mal Handendruck konnten abschaffen, dann könnt auch der Punkt von wegen, dann ist auch nicht den Dinge von wegen, den als Frau, auch wann ich ein schlechter Mensch bin, den als Frau macht man, weil ich so sie wie ich bin. Hey, super. Aber wenn die Rose geht, dann ist es nicht, ja, mir nur einfach recht Rosen zu gehen. Muss ich mal gucken. Mir da fängt den an, Situationen zu bewerten, und nicht mit Personen, und auch sich selber nicht mehr. Ja, mit hat recht, dass in der Rosen auf mich gehen. Also, wie ich mich da behalte, ja, mir ist sie so ein schlechter Mensch, und es sind Dinge gar nicht wert. Und da fängt man so an, was den so schön am Deutschen nennt, zu Kreuze kriechen. Der Tisch, dann werfen wir aus dem anderen. Auch richtig verstanden, das heißt nicht, dass den anderen das von uns verlangt. Wir machen es. Wir ziehen den Matt an die Dinge ran, Matt an das Spiel ran. Den hat auch sein Päckchen zu drauf, vielleicht passt dem das Spiel gerade, mir das muss nicht sein. Aber vielleicht geht den irgendwie nicht just, weil den das Spiel nicht mehr will Matt spielen. Aber gerade weil Frau mit einem war, mehr die lebt, die Person hat, weil die vielleicht uns sich geschafft hat, sich nicht spiegeln kann, weil wir selber noch gar nicht wissen, was lebt, par rapport zu uns selber bedeutet. Ich hoffe, noch ein bisschen klar, was in Richtung das geht. Das heißt wirklich mal darüber zu sprechen, hol dir mal die Zeit. Wie schwer fällt dir, wenn das so ist, so 3 Sachen, die ich schlecht umfallen, und 3 Sachen, die ich gut umfallen. Wie schwer fällt dir, die Sachen zu betrachten, wenn es darum geht, die da gut unerschwellen. Wie einfach ist es für euch, ein Kompliment zu akzeptieren und nicht mit überschwänglicher Dankbarkeit, mit bis man von, ja, that's me, das bin ich, voilà, merci, dass es dir aufgefallen ist, voilà. Oh nee, also brauchst man nicht so zu kommen. Wo sind die Dinge? Das sind Aussätze, wo ich kann sagen, da liegt das Problem nicht bei dem anderen, dass den also Kompliment möchte. Dem sein Kompliment kann vollkommen ehrlich sein. Muss es nicht immer mit, das fand er mit der Zeit raus. Mit dem sein Kompliment kann vollkommen ehrlich sein, dass als Reaktion drauf, was möchte das mit uns? Triggert das etwas an uns dran, was
am wertneutrale bis positiv aus, gibt zu viel positiv, weil zu viel ist gut und das auch nicht gut, oder sind schon gang dazu verdrängen an, also nee, wenn mehr ein Kompliment mir so schlecht wie sind, da kann den nicht alles sehen. Da könnt ihr auffangen, an euch die Frage zu stellen, was stört mich in dem Kompliment? Was geschieht, wenn ich dem sein Kompliment wertneutral betäusche? Also, ja, und hat schon sich recht, du dran sehen ich gut, und ich gehe hin, und ich stelle mich für den Spiegel, und ich so mehr da selber mal ein, ja. Das heißt, da kommen wir auch aus der Sache raus, wo viel drum mit dem Eltern ist, die sagen, oh ja, nee, das ist nicht dein Schuld, und du bist wertvoll. Nee, wo sich selber riet, wirklich an Augenhöhe beginnt, und sie sagt, ja, es schon die Wert. Es sind gute dran, es schon das Talent. Aber versteht mich richtig, der erste Mal, wo ein Kompliment gemacht hat, was meine Kurzgeschichte betrifft, ist schon Welt nicht mehr verstanden. Also, nee, so gut können die nicht sehen. Und Zwischenzeit so ich, ja, ich weiß, ich kann das. Oder? So, sans plus, ohne dass ich muss. Ich verschwänglich gehen, an arrogant muss gehen, also, ja, du können sich mal verschiedene Rangschreiben aufschneiden. Wir haben einfach empfunden, ja, das ist ein Talent, was das schon. Fertig. Merci. Und das können uns holen, mit einer gewissen Dankbarkeit, mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Zufriedenheit, ohne an irgendwelchen völlig extremer zu geraten. Da könnt ihr den ersten Schritt machen, um herauszufinden, als das, was ich mir selber gegenüber empfangen, als das läuft, als das Zufriedenheit, oder als das irgendetwas, wo ich mal zusammen gebaut habe, das, was ich an den Filmen gesehen habe, was die Leute probieren, mal weiß zu machen, ohne an mich selber gelauscht zu haben, was das auch mit meinem Körper möchte. Und da gesehen ich schon, wie reagieren ich von der Stadt bei mehrmals geändert habe, meine Sicht auf mich selber, an meine innere Sicht, was immer los ist, was immer geschieht, von der Steh bis gerne tun, wenn da die Zerrungen, die Konflikte heraus sind, wie ich da reagieren, von ein anderer Mann mit genauso einer authentischer Leben kann beginnen. Ich hoffe, das geht euch ein bisschen etwas mit für zu überlegen. Ich hoffe, dass den anderen Gedanken auch dran, die vielleicht den anderen ein bisschen kann abgreifen, etwas damit kann aufhängen. Und für den Rest, wie immer, vielmals merci für das Lauschen. Schöne Mittag, schönen Abend und gute Nacht.